Bonjour, ihr Jonathan Taiba, guten Tag, hallo allerseits, ich hoffe es geht allen gut. Ich möchte heute etwas über die Jnana Bay erzählen. Die Jnana Bay gehört zu den 3 Sandstränden im Westen oder Nordwesten der Insel Malta, welche da sind Golden Bay, Ain Tufia und Jnana Bay. Jnana Bay zeige ich mal eben anhand meiner kalligraphischen Tafeln, die ich hier fast immer zeige. Das sind so kleine in Filzstift gezeichnete Bildchen von allen Orten und Plätzen auf Rose und Malta, die es auch als T-Shirt-Druck gibt bei Ankes Malta Shop. Und ihr seht schon, ich habe hier lauter Blümchen und sowas eingearbeitet, weil nämlich die Jnana Bay auch die Gartenbucht ist, sozusagen. Die Jnana Bay ist so der südlichste Sandstrand der eben genannten 3 Strände und hat so etwas leicht rötlichen Sandstrand, ist ein Naturschutzgebiet. Und man sieht überall so kleine Bootshäuser, soweit ich weiß, sind die illegal, aber dazu heute nicht mehr. Und illegal ist es auch, an der Quelle, an der Süßwaller Wasserquelle zu zapfen. Das wird aber immer wieder gerne gemacht, denn das ganze Gebiet ist wie ein Garten, wenn ihr im Frühjahr und zu bestimmten Jahreszeiten dort seid. Wunderschön, als ich das erste Mal dort ankam, wie immer, geht das zurück in die 1980er Jahre. Da stand ich in einem riesen Blumenfeld, die Blumen waren alle größer als ich, da gibt es total abgefahrene Fotos von. Manche sagen, das ist die eine Möhrensorte und so weiter. Das ist etwas ungeklärt, ich vergesse es auch immer wieder. Aber ich will hier heute auch keine Stunde in Botanik geben, sondern über Jnana Bay erzählen. Und die Jnana Bay heißt also die Gartenbucht. Man erreicht sie über den Ort Imjar. Imjar nicht zu verwechseln mit Imjar, dem Hafen auf Gozo, der heißt genauso. Imjar ist ein Dorf in der Nähe der Westküste, Nordwestküste auf Malta. Über die Straße von Imjar erreicht ihr die wunderhübsche Jnana Bay. Jnana Bay, Gartenbucht, sage ich immer, ja, und das hat auch seine Richtigkeit, weil Jnin heißt Garten und Jonna ist Plural, Gärten. Und Jnana ist aber auch so ein kleiner Garten, ein Hain, ein Obstgarten. Also das ist wirklich, die Ableitung stimmt, die ich schon immer vermutet hatte. Und die Jnana Bay kann ich sehr empfehlen. Da gehen sehr viele Einheimische gerne schwimmen. Und neben der richtigen großen Sandbucht gibt es auch die Caraba. Das ist so ein Strand, wo sich gerne die Leute nackt hinlegen. Und klares Wasser, super schön. Und wenn man gut klettern kann, kann man sogar auf die nächste Bucht klettern oder wandern, je nachdem, wo man lang geht. Man sollte schwindelfrei sein, da geht es dann zu Ain Tufia. Was gibt es noch? In der Nähe der Jnana Bay, da liegen römische Bäder, die Reste römischer Bäder aus dem 1. oder 2. Jahrhundert nach Christus und das sogenannte Zamitello Castle oder Landhaus, Kastell oder Villa. Das wird immer mal wieder anders genannt und fälschlicherweise ins 17. Jahrhundert gesetzt, stimmt aber nicht. Es stammt aus viktorianischer Zeit, aus dem 19. Jahrhundert. Und manche sagen immer normannischer Stil und pipapo, es ist aber viktorianisch und sieht interessant aus, auch fast wie eine Burg, ist nicht wehrhaft und lange Zeit hat da jemand gewohnt, aber dort sind immer wieder mysteriöse Geschichten irgendwie vorgefallen. Zuletzt 1988 gab es da einen spektakulären Mord, der nie aufgeklärt wurde und man kommt auch nicht alleine rein, ihr könnt es nur von außen sehen, lohnt sich, ist schön. Und das Castle oder was auch immer könnt ihr mieten, wenn ihr viel Geld habt für Hochzeiten und so weiter und so fort.
eigentlich nur Malteser, ehrlich gesagt. Man geben da Feiern und man braucht auch viel Geld. Es ist ja ein berühmtes Gebäude und mit wunderschönem Garten und sieht so ein bisschen quadratisch aus. Der ganze Stil ist so ein bisschen quadratisch angelegt und mit kleinen Türmchen. Sieht wehrhaft aus, ist es aber nicht. Und ich habe noch vergessen, natürlich gibt es auch einen richtigen Turm der Ritter, nämlich über der Jnejna-Bucht. Das ist ein Ritterturm. Ich zeige es auch hier mal, so eine Übersicht. Lapia Tower von 1637, der gehört zu den Lascaris-Türmen. Lascaris war ein Großmeister und dieser hat 10 Türme auf den Inseln erbauen lassen. Das System der Großmeister, der Ritter damals war so, dass an der Küste gemeldet wurde durch Flaggen und Feuer und so weiter, dass Gefahr im Verzug war, das was dann bedeutete, dass Korsaren etc. Vom Meer hinüberkamen zum Land und dann die Türme, so wie zum Beispiel dieser Lipia Tower und der daneben in die Richtung würde der Ein Tufia Tower stehen und beide konnten dann Warnzeichen geben, zum Beispiel zum Nadur Tower, der auch aus der Zeit stammt und der wiederum nach Medina und Rabat weiter winken sozusagen, und so war das ein Warnsystem. Und dieser Turm, der über der Jnejna-Bucht steht, ist auch wunderschön und vor allem von unten zu sehen, weil er so auf einem Hügel steht, direkt an der Felswand, ist wirklich klasse. Und hier habe ich nochmal eine Übersicht, damit ihr auch ein bisschen wieder Maltesisch lernt. Ihr seht jetzt hier nochmal zum Schluss die Worte Jnejna, wie das geschrieben wird, auch mit diesem G mit Punkt, Jnin und Jonna, Mehrzahl. Und hier nochmal, was es alles Sehenswertes gibt bei der Jnejna Bay. Und damit sage ich Sacha, tschüss, alles Gute, Ilel Itayeb, schönen Abend, ciao. Eure Anke Matanke. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht mal wieder eine Lesung aus meinem Buch. Da steht das übrigens auch alles drin fast. Oder ich stelle Getränke vor. Ankes Maltershop. By the way, wo ist mein Getränk? Hier. Ich trinke noch ein auf euch. Das ist ein Fenici Weißwein. Fenici von dem Weingut Meridiana auf Malta. Hier hinter mir steht irgendwo die Flasche und Fenici Wein gibt es Fenici hat was mit den Phöniziern zu tun und Fenici gibt es als Weißwein, als Roséwein und als Rotwein. Heute passend zum Wetter. Es ist ein Tag wie auf Malta. Blauer Himmel, wirklich Blue Sky, wunderschön, auch meine Temperaturen. Und in diesem Sinne nochmal Sacha, auf die Gesundheit. Sacha heißt nämlich Gesundheit und tschüss.